Guten Morgen miteinander und damit ganz herzlich willkommen zurück zu dem neuen Video. Heute mit dabei ist... Ciao zusammen, ich bin der Frittier Lerso, 34, stolz auf meine Kühe. Mühe mit den Kühen. Und so machen wir heute nicht ein normales Video wie sonst amigs. Wir machen nämlich Wahrheiten erraten. Ich habe mir 4 Sachen aufgeschrieben und er hat sich 4 Sachen aufgeschrieben. Und wir müssen einfach vorlesen und er muss dann einfach sagen, ob es richtig ist oder falsch und das auch umgekehrt so. Das hast du gut erklärt. Haben wir das kapiert? Das hat man mehr als kapiert. Das ist gut. Also. Ich würde sagen, du fährst gerade an. Fang ich an? Ja. Also, ich bin dran mit der ersten Story. Und die erste Story ist eigentlich so, ich war in Burgdorf bei mir. Und in Burgdorf bei uns gibt es den Giri Schachen. Ja. Kann man eigentlich so ein bisschen erkennen, das ist eigentlich so das Ghetto von Burgdorf. Da leben also nichts gegen die, aber dort leben wirklich nur Ausländer. Da siehst du keine Schweizer. Mein Kollege wohnt dort. Ja. Dann bin ich besuchen. Respektive habe ich ihn rausgehalten, dann sind wir so beim Giri Schachen sind wir ein bisschen rumgelaufen. Und plötzlich, so aus dem Nichts, ich schaue rauf, schaue mir so, keine Ahnung, 45-jährigen Vater an. «Hey, frittierter Lerso, ich will ein Bild von dir!» Schreit er rum. Ich dachte, Bruder, was ist los? Und er, ja, er hat dann immer kein Foto wollen, ich habe fast rennen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Story, wo ich so denke, ja, moin Bruder. Ja, das wäre die erste Story. Du hättest verdammt lang gehabt, um den Scheiß zu denken, wenn es nicht würde stimmen. Aber es könnte sein, dass es halt nicht stimmt. Ich sage, es ist nicht wahr. Nein, also es ist wahr. Stimmt das auch? Wie alt hast du gesagt? Keine Ahnung, 45, ich meine das ernst. Das war auf jeden Fall cringe, aber ich habe es sehr lustig gefunden. Ja, auf jeden Fall. Also, Next one. Also ich habe eine sehr lustige Story von meiner Schulzeit. Ich bin ja mal in der Primarschule, kennt man das? Also das ist bei uns 1. bis 6. Ja, auf jeden Fall haben wir dann Sport gehabt und danach hatten wir noch Englisch gehabt. Aber ich hatte so keinen Bock auf Englisch gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich laufe jetzt aus der Turnhalle raus und schließe einfach mal ab von außen. Das nicht rauskommt. Ja. Sprich, wir sind nach oben gelaufen und die hat so laut geschrien, dass das ganze Schulareal sie gehört hat. Und nachher sind wir mit einem roten Kopf rausgekommen, nachdem ihr jemand aufgemacht hat. Schon? Das ist jetzt schwer, das ist jetzt wirklich schwer. Das kann sein, aber ich glaube, es ist falsch. Das stimmt wirklich? Nein! Nein! Nein, wirklich? Scheiße, nein! Nein, wie blöd! Also, fangen wir an. Ich bin ins 10. gegangen, in Burgdorf. Das 10. war bei uns in der Oberstadt. Das ist einfach gar nicht. So Burgdorf ist eigentlich relativ gerade. Ja. Aber dann sich die Oberstadt ist auf einem Hügel oben. Und wir haben einfach die Schule und so weiter. Und dann sind wir aber am Mittag, wo die Kirche ist auch gerade oben drauf war, sind wir aber unten nachher bei der Kirche zu Mittag essen. Ja. Und ich so, Gott verdammt, ich muss pissen. Da kommt kein Hol vorbei, es ist wirklich einfach leer. Und es ist einfach Gestrüpp und Bäume. Ja. Und ich so überlegt, ich habe gar nicht geschaut, ob jetzt einer da ist oder nicht. Ich stehe her, ich stehe auf. Dann schaue ich so langsam auf und ich so ein bisschen durchschaue und plötzlich steht dort einer. Mit dem Fotoapparat, ich stehe dort. Ich stehe im Film, im Foto, ich weiß auch nicht was, aber die hat mich so angeschaut. Und filmt weiter. Ich dort so. Ich habe nicht gewusst, wie ich reagiere, ich weiter pissen. Ja, das ist eigentlich die Story, ja. Also wenn das stimmt, dann... Da gibt es auf jeden Fall Dickpics von mir. Ja. Keine Ahnung, es ist halt schwer, dir so etwas auszudenken. Ich sage wieder, das stimmt nicht. Das ist wahr. Nein! Scheiße. Okay. Und zwar, kennst du Luis Cabaldi? Keine Ahnung. 1 Minute 37 Sekunden später. Aha, ja, sicher, ja. Also, auf jeden Fall kommt er ja immer wieder in die Schweiz. Das war auch ein NGR oder ist auch am Swiss Music Award und so. Und dann, wo zu den Zeiten, wo es Swiss Music Award war, bin ich mit meiner Mami und mit meinem Bruder in Luzern. Und dann sind wir ins Restaurant essen und danach sind wir rausgekommen, haben zurück zum Auto laufen, zum Parkplatz und auf dem Weg haben wir ihn getroffen und haben ihn nach einem Foto gefragt. Schon? Ja. Also er ist dort halt einfach so mit seinen 3 Leuten rumgelaufen. Also so wie Bodyguards, keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Ich glaube, es ist falsch. Scheiße! Ist falsch? Ja! Ja! Mann! Ja! Hey, aber das ist... Gegen Lerso 3-1! Scheiße! Ja! Ja, Mann! Okay. Es ist eine Geschichte von früher. Ich war ein kleiner, dummer Sieg. Und du kennst vielleicht, wenn du in eine Bäckküche gehst, steht ja immer so das Herz, Bindestrich, willkommen. Ja. Oder das heisst ja herzlich willkommen. Ja. Und ich früher als dummer Lerso habe mir eigentlich immer so vorgestellt, wieso sagen die herzlich? Das Herz ist ja Liebe. Ja. Und darum habe ich immer gesagt, lieblich willkommen heisst es. Und darum, ja, das ist eigentlich schon die Story. Ich würde das voll abkaufen. Aber? Du hast noch nie geschaut. Es ist schwer, um das auszudenken. Ich habe keine Ahnung, ist mir safe auch schon passiert, dass ich so etwas gesagt habe.
Ich sage schon wieder, das ist falsch. Das ist wahr. Stimmt der Scheiß. Ich schwöre mir Gott. Egal. 4-1. Aber mal ein bisschen Frust fressen. Da kommt Timo. Ja, Mann. Also, ich bin so 3-4 Jahre gewesen und wir haben so in einer Wohnung gewohnt, auch in einem Café in Basel-Land, aber nicht da. Und dort haben wir so, kennst du das, wenn du so rauskommst aus so einer Glastür und dann hast du immer so ein Ballkrönchen oder so, also wir haben jedenfalls so ein Ballkrönchen. Ja. Also es geht nicht ab, es ist einfach so wie in so einer Ballkrönchen. Ja. Und ich als kleines Kindli haben wir gedacht, da ist halt so der Tisch und Stühle gestanden und der Grill und wir haben grilliert. Haben gedacht, ich will jetzt dort runter schauen und schauen, ob dort irgendetwas ist. Bin drauf gestanden und ich bin Kopf voran runtergefallen. Ich glaube, es ist wahr. Das stimmt nicht. Fick! Ja! Nein! Also, 4-2. 14, ja. Nein! Das kann ja nicht wahr sein. Also, kommen wir noch zu meiner letzten Story. Wie gesagt, ich habe es ihm vorhin schon gesagt, ich habe 5 Geschwister, respektive 3 Brüder und 2 Schwestern. Ich sage jetzt mal, wir waren früher relativ aggressiv unterwegs. Und mein Vater war am Telefon, ich weiss auch nicht mehr genau wieso. Und meine Mutter war nicht da, also es war einfach ich, mein älterer Bruder und mein Bär da. Ich und mein Bruder, wir haben uns natürlich wieder auf die Schnur gehalten, so wie es halt ab und zu vorkommt. Und plötzlich hat mein Bruder echt so einen Bleistift gegriffen, ist mit dem auf mich zugesäckelt und hat mir sie in den Finger gerammt. Dann musste ich ins Spital und die haben mir dort ohne Betäubung haben wir die Siechen da mit einer Passette rumgefuchtelt. Ich bin gestorben. Nein, ernst, aber auf jeden Fall, ja. Ja, das ist die 4. Story, die echt ist. Es könnte sein, aber ich sage schon wieder das falsch. Das ist wahr. Hey, das ist Vater! Ja, alle Marken! 5-2. Du kannst deine Story noch erzählen, aber der Gewinner steht schon happy. Wie viele wissen, ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin immer bei den Schweizer Gofen gesehen. Bei den kleinen Kindern, die wir rennen und singen. Und dann haben wir ein Singcamp, also sind wir singen und halt eine CD produziert in einem Lager. Und dann ist Luca Hanni gekommen. Und dann haben wir mit dem ein bisschen gespielt und gesungen. Das ist eigentlich so meine Story. Das ist falsch. Ah, stimmt. Scheiße! So! Ehrenbrüder. Aber das Video ist durch. Was haben wir jetzt? 5-3? 5-3. So, und wir haben uns jetzt gedacht, dass es nicht einfach so ein normales Video ist, dass wir bei 100 Likes auf diesem Video und bei 150 Likes auf seinem Video gehen wandern. Also so mit Schweizer YouTubern. Genau, also lasst unbedingt hier 100 Likes da und natürlich auch irgendwo bei meinem Video könnt ihr, haben wir gesagt, 150. Und wenn wir das beide schaffen, gehen wir mit ein paar anderen YouTubern irgendwo wandern. Und als Bestrafung, dass ich jetzt gewonnen habe und er verloren hat, trägt er mein Gepäck. Ja, moin, Alter, du hast ich schwöre, ich bin ein Stein, ich Kollege, dass du sich der verrecht. Er hat irgendwelches unnötiges Scheiß mit, keine Ahnung. Ich schwöre, Bro, wieso hast du Paddelboot mitgenommen? Ja, ich kann mir paddeln. Vielleicht schaffen wir bald 1000 Abonnenten, also abonnieren. Aber hey, dort auf Abo-Button drücken, bis das Zeug hier fliegt. Ich will schauen, ich will den Abo-Button nicht mehr sehen bei ihm. Der soll jetzt seine 1000 machen, Alter, und dann kaufe ich dem sicher Kuchen. Kommt unbedingt beim nächsten Mal wieder vorbei und ich würde sagen, schaut, er hat übrigens auch noch einen Vlog gemacht, das haben wir gar nicht erwähnt. Ah ja, stimmt. Das ist auch hier oben. Also, dann, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ali. Baby, Lottie, mal, I can't even a wipeout. Did you leave me hit the different with the lights out? Sich ist hart, it is hard, iced out.